herzlich willkommen zurück bei einer neuen Episode von Comedy, Luxemburgs finest Metal Podcast. Gewöhnlich mit Peter und mit Gilles, mit das just mit Gilles. Aber der Gilles hat auch ein paar Leute invitiert, und zwar haben wir das hier dabei die neue, ziemlich neue Band Ghost Noise, wo eine ganz andere Richtung möchte, wie das wir gewöhnlich hier an diese Runden dabei haben. An schwarzen Tisch mit einer Kaffeespause, wo wir probieren, so viel wie möglich Lützeburger Artisten zu featuren. Und ja, dann haben wir gedacht, oder ich schon gedacht, dass wir es dann mal in eine Richtung wohnen, wie Post-Hardcore mit Punk-Elementen gemischt. Und dann haben wir gedacht, das passt genau ran. Und das ist cool, dass er Zeit von tut, für hier mitzumachen. Und ja, herzlich willkommen hier. Ja, salut. Mein heißt Dave. Rick. Und der Christoph. Relax. Also, Junge, wie geht es dir so? Ja, gut angefangen. Ja, gemütlich, ja. Gemütlich. So soll das doch sein, ging ich so. Ja, Ghost Noise, das ist ja wirklich recht letztes Jahr, 2020, richtig losgegangen. Und wenn ich los so, sind wir aber denken ich noch immer an den Startlöcher von ihr, von der Stadt, so kann man an den Raum setzen. Und ja, wir haben aber direkt schon mit der ersten Single Wasserrauschen, wo der 5.11. noch ziemlich spät am Jahr natürlich rauskommt. In einer komplexer Zeit sowieso. Wie ist das überhaupt dem zustande kommen, weil der sieht ja auch kein Firma, die hat ja schon viel und auch schon Musik gemacht, da schon Bands. Was können da in der Anfangszeit so von Ghost Noise wieder zustande kommen, also ein bisschen zählen so? Ghost Noise aus am Anfang entstanden, weil also alle Bassisten Andy und ich, wir hatten am Anfang Bock Musik zu machen. Das war so 2020 hat man so die Idee gekriegt, ein bisschen Musik zu machen. Und dann am Sommer 2020 dann noch der Rick, den auch mal da ist schon bei Awakening the Seasons Drums gespielt hat, hat sich dann auch so gemeldet für Leute, sich für eine Punkband zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, da holen wir den Rick und fragen wir bei ihm noch. Und ja, das hat geklappt. Aber mit den Proben hat noch nicht geklappt, da das dann recht am März oder April 2021 losgegangen. Also dann auch ein bisschen Zeit vergangen, dann hast du dann, oder hat dir dann los zu drei, aber dann mich geht doch, ich will nicht so dezidieren, weil ich meine, Musik developiert sich ständig, aber was da der Welt machen direkt, dass das auf natürlicher Weise ist da kommen, oder ich ein bisschen also aufschwätzen? Ich hatte so die Idee für so Richtung Post-Hardcore zu gehen, weil am Anfang ob den Tag genau haut, den 22. Januar 2019, da war ich Fjord gucken, ein deutsche Post-Hardcore-Band von Aachen. Ja. Und ja, dann nur dem Konzert und ich mal gedacht, also selbst für die Jochmann, dass einfach die Energie, wo du rüber könnt, seine Musik, gibt mich auch interessiert für selbst zu schreiben. Und ja, auch dafür drunter hat schon immer ein bisschen mehr so Post-Hardcore geschrieben, von den Riffs hier. Voilà, und dann den Andy hat doch Bock darüber, der Rick hat Bock darüber und dann, ja, und das war dann 2020, wo wir dann die Idee hatten, dafür eben Post-Hardcore zu machen. Am Lauf davon sind dann noch weiter Genre mit angeflossen, ein bisschen mit Punk dran, auch Post-Rock-Elemente. Ja. Ja, das muss ich sagen, also ich bin persönlich größten Amateur von der Szene. Wir sind auch nach kein, wie soll ich sagen, ganz viele Bands kenne ich natürlich nicht mehr. Ich fand immer erfrischend neu, wenn es dann eben gerade was dir macht, fand ich Stich direkt raus. Zum Beispiel an dem Lützeburgischen Milieu, was da Bands geliefert wird, fand ich richtig nice, dass du mal etwas auswärts nicht unbedingt gegen sich gehen. Stich direkt raus. Ja, merci. Und wenn ich das auch witzig, dass du 24 Januar das war nicht geplant. Ja. Ne? Nee, auch gut in Zufall irgendwie. Und ja, das ist aber dann auch schwer, sonst muss 2020 mengen wir wissen halt, was die zwei letzten Jahre an der immer aktuelle Situation ist. Wusst überhaupt, wie kannst du definieren, okay, ich fange eine Person, kannst du definieren überhaupt, wo geht die Reise hin, wo die überhaupt den Wert zu probieren, weil vielleicht kannst du Natur, vielleicht kommen andere Probleme auf dich so. Was du bereit, so Schritt zu gehen und Karim morgen bei Null anzufangen? Ja, 2020, wir wollten da Anfang September schon anfangen mit Proben, aber ja,
hat man nie wirklich einen Dach von, wo man auch Zeit hatten, wo man allen 3 Zeit hatten, für zu proben oder für sich mal zu treffen. Und so hast das dann echt danach, wo ich am Andy Reeves hin hier geschickt wurden. Ja, und dann recht, zu dann 21. April, du mal dann angefangen mit Proben am Sonnenthron, dann auch schaut an den Sonnenthron, weil ohne sie hat man so keine Möglichkeit gehabt, wirklich das auf die Bühne zu stellen. Ja, gerade so gut mengen ich aber zeitlich gesehen denken ich was wir dann bis noch Zeit verloren gern von der Stelle so so also das zwar genutzt gehen Also wenn du so lange und schaffst da bist doch froh wenn du endlich morgen kannst bisschen Dampf auflösen und dann noch Sachen release ja, auf jeden Fall. Ja, also die Zeit habe ich da genutzt für eben Riffs zu schreiben, paar Lieder zu schreiben, voilà, und dann konnte man dann auch im April direkt durchstarten mit paar Ideen, developiert Ideen. Ja cool also wie gesagt ich so nein weil ich großen Amateur von dem Post-Genre generell sind das richtig auffällig so etwas neuartig ist völlig nicht so mehr wie gesagt wann das dem letzte Bolsche Raum könnt dann hast du schon gewisse Standards die schon mal definiert sind und dann hast natürlich dir der macht Post-Hardcore wirklich wo auch ziemlich emotional getrieben aus von den Lyrics hier wat voll Menge Chinas und dann hast du eben den ich will nicht so komische Fett mich denken dass da doch von der Motivation hier von der Inspiration hier der macht Deutsch Lyrics das findest du auch nicht lo all der, ne Ja, ja, die Deutsch Lyrics, ich hatte 2017 hatte ich am Funk schon immer Gedichte geschrieben, Lyrics geschrieben, Texte geschrieben. Das war Christine und Englisch. Und dann 2017 habe ich dann hatte ich Inspiration gekriegt, für mal auf Deutsch zu probieren. Und das ist tatsächlich auch schon den Text von Wasserrauschen entstanden 2017. okay cool. Ja, und den hatte ich dann über die Jahre und schon immer meinen Text nur geguckt, bisschen drüber geschafft, bisschen anders gemacht. Und ja, das war dann eben auf Deutsch geblieben. Ja, und dann, wo wir dann angefangen mal proben, und ich dann, ja, da war eben klar, dass ich geht da auch noch Vocals überholen. Und dann stand die Jungen mit Lyrics vorgestellt und gefragt, ob sie okay wären. Und dann sollten sie ja, das machen wir dann auf Deutsch. Und voilà. Na coole Schrott war also weil passt absolut ja. Also lang wie Menge auch ganz dann von denen emotionalen Momente eben an denen bisschen mehr ja komplexen Textpassage kannst es vielleicht besser ausdrücken am Deutschen das vielleicht auch matt ja das ist auch das spielt doch so bei ja weil ich meine für du die Band erwähnt Fjord ist schon die lo persönlich nicht kann bis ich ihre Pressrelease gesehen und war schon Tisch intrigued an holy shit das geile ja. Scheiß also das kann ich verstehen dass du vielleicht einen inspirierenden Moment hast und du hast gesagt die Energie wo du an das war den letzten Album eigentlich das muss auch 2017 gewesen sein mit dem Frau mit dem Cover schon vergisst ja weil du weißt was ich meine ja. die Energie wo du rüberbringen das schon phänomenal an das kann natürlich dann noch direkt ein bisschen mehr undreiben für Sache so an dem Stil voilà, ja. Wie es dann lo mat ihr lo ich mengen kann der dann noch schon für 4 Runden an so oder ich da also du hast natürlich schon gesagt summe bei Awakening the Seasons hatte Kontakt da links agiert dat war dann echt so auch Zufall wahrscheinlich oder ja du bei Awakening du war auch direkt schon eine Kollege von diesem demosche Sänger an so direkt dabei Awakening kommen ja und dann die Joren du sind nicht raus kann also Awakening Shop gelesen an mir waren auch immer Kontakt bei diesem alle Bassislo den Andy an ich waren immer Kontakt immer Riffs hin hier geschickt auch beim Rick war ich nach Kontakt Christen sie war Insta oder Facebook ja da sind wir mal Kontakt bleiben den übliche Werdegang ja. Wie dazu bald schon zuletzt bestand ja. Alles an der Metal sehen also die haben möglich weil ich meinen lo Post-Hardcore hast du vielleicht nur nicht unbedingt wieder engem sein mir ging der aber schon selber als eng Metalband bezeichnen oder aber echt eng
eng Punkband, weil sind aber viel Punk-Elemente dran. Ja, also ich da Richtung Punk. Richtung Punk. Also ich persönlich schon immer sie mal Punk rausgehen und der Punk 10 Skater 10 sind groß gehen an ja dann Rick auch oder ich mal dem Mikro. Ja, also ich ging als persönlich nicht als Metalband klassieren, aber keine Ahnung Ja, das ist sowieso immer schwer, Ja. mengenisch über Genre zu schwätzen, das sind Präferenz an, mir nennen als Post-Hardcore Punk-Influenzen eng einer Person, die Lofleisch Wasser rauslächt hat gesagt dat Fleisch ganz sah nicht ja. nennt dat für sich vielleicht ein anderes Stil, also eng Metalband nee Ja, definitiv absolut, ja. nicht ja voilà. Dann wann du wirklich will mis auch schon echter Punk. Ja, das aber auch nicht mal hart, das muss ich schon so, ne? Also Punkto Herz als genug geliefert ging es so. Was tun ich noch also am engem Kritzelbuch geschrieben? Ja, Punkto Wasserrauschen, das war ja dann die echt Single, wie gesagt, die oder bis du das einzig war lo dabeißen hast. An der hoffentlich ja stark, dass du noch etwas noken, da waren so rezent Instagram-Post gesehen und dann hast du auch du etwas an der Mach kann en dort so schon vielleicht etwas soen, aber der der Richtung nach Single geht oder sich schon Pläng für 2020 oder vielleicht auch mich spät für eventuell Karimmer ein Album oder so etwas. Ja, also konkret Plan man net drüber geschwar me als Leid eben wichtig Musik für dich muss zu schreiben dat ganz zu proben, dass mehr Spaß drin hun und dann ja wie gesagt den mit dem Instagram Post hat man bis gedeiht, dass man unabs neu schaffen ja und dat noch woch angefangen um zu proben bisschen weiter run zu schreiben und dann voilà. Ich gehe mal dem Chris auf dem Mikro. Absolut. Ich meinte das auch für salut. Das auch für voilà, was ich so will aus Mündler halt Profsaal an diesem Studio dran der Tisch du hast immer einfach unser Schwester wenn du siehst du sagen Idee kannst du direkt beim Proben einfach du fies opholen an dem Moment auch du nur direkt produzieren natürlich wenn du gute Moment wenn du dat du noch fertig hörst da kannst du immer so okay mir handelt lo nach Trick für irgend Appes oder das ist geil mir wenn das weisen und das ist halt cool dass in der Haut du das auch so machen kann weil dann das sind Lieder instantly überall wo du willst wenn du so produzieren kannst also natürlich mir einfach wie wann du da musst 2 Wochen Studio planen geht gut da und so und ja an Deelweis passt dann Ja, voilà. schon gewissen Freedom man doch Backtracing dann noch wann du wie du sest wann du Sachen ophältst an Fleisch ist nächste vergisst mir egal du hörst so bist dann nicht dat, ja voilà, du kannst einfach alles Motto in der Fleischschüsse irgendwie bisschen gejammt du wirst 10 Minuten am Gang einfach Comedy zu machen und da sind 2 cool Minuten dran und du hast Ja, dann absolut, abgeholt sogar wenn sie rough abgeholt sind oder so dann du weißt was du hast und du kannst du mal das schaffen ich meine das ist ein ganz groß Freiheit dann das halt doch du durch wo dann dat hier könnt werden Dave seht dass dann nicht so viel Gedanke muss drüber machen wie Format ein next Release wird hun weil es einfach extrem flexibel was mit dem wisset muss dat hilft dir dann auch Deelweis oder méi wie secher se go und überhaupt kreativ ze sinn ich menge wann ze kein Zeittrag wann der einfach probéier so frei wie möglich an so unabhängig wie möglich zu machen dat gött da just méi sput fir Improvement an dann ich dann noch Sachen zu machen wo du absolut willst weisen an net en gewissen forcierten Effekt wär hun also so gesinn keine Ahnung, also, persönlich point de vue keine Ahnung wie kann ich mir dann nur so in der bei Ghost Noise 4 stellen am Profsaal chillen jammen und dann einfach gucken was geschieht Ja also, ging ich muss so ja ich bei mehr daheim schreiben mal Gitter Riffs holen die auch bei mehr daheim an da bringst die Matt mischen dann auch schon sein Scratch Bassspur opgeholt der Scratch Drumspur programmiert wie das mein Idee wo kennt hi goen da bringt mal matt weisen die jungen dat und dann
wenn sie das okay fanden, dann gehen wir das Part für Part durch und dann voilà, so kommen dann die Einzelinstrumente zusammen. Dem Christoph sei Bass kommt dann dabei und dem Rixing Drums kommen dabei und voilà und dann das muss für dich As Schobal vum Gefil hier ass der Schobal desideiert. Kann ich dat so so, ja. Okay. Los natürlich Ja, auch das bisschen Sput für dann am Studio zu gucken wat nach Kind dabei kommen. Wann wat mir persönlich auch direkt aufgefallen ist, das war den Videoclip an der wollte ich kurz erwähnen, weil der Videoclip ist ja auch schon mehr ein artistischen Aspekt an ultra kreativen Aspekt für eben echt sein Lied was du dann herausbringen, sondern schaffst du direkt mal denken zu summen den direkt selbst du raus mischt an denn wann schon richtig ich will nicht beleidigen schaffen schwarzen Trisch alte Sanamura Ja, das ist richtig, ja. also das schon hört gewissen Impact ja? Also du warst ein bisschen überrascht muss ich so dass du selbst dass der gewillt war selbst zu machen. Ich meine sprengt natürlich du all Klischeeformen von irgendeinem Videoclip mehr ich fand das umso mehr wertvoll für Lied zu repräsentieren muss ich Videoclip meinst du den Albumcover den CD-Cover nee also dann der Videoclip also den lyrical Videoclip von Wasserrauschen ja, das war am Anfang just den CD-Cover weil du dann hast du Ja, drüber voilà. gelaufen Ja, während dem voilà, Lied. so ist, ja. Okay ja, aber bon, das also wäschgeld Ja. also also zum CD-Cover relativ frei hummer desideiert den Christoph Reganech mat desideiert dass man wild wirklich dat méi artistisch man méi och mat andere Künstler defir ze summe schaffen dass man eng Lin hunn die vielleicht durch das ganz Musik geht oder durch die Steckabschiede falls an ja weil an dann über Instagram du follow schon dem Sanamura auf Instagram was hat Sunny Lux follow Schem schon Ja. seit paar Jahren an mich einfach mega gut Fotoen hat du doch eng Fotoserie mit dem Ghost do eben verschiedene Platz verschiedene Situationen wo die Ghost dann aus und dat mat den Farben hat fotografiert analog an dann mat den Farben vom Film hier dat das einfach wunderschön an du hast da gedet mehr fromme bei ihm no ob hat das Kind och sein Fotostory machen für Wasserrauschen wo man dann noch Ketten benutzen als eventuell CD-Cover oder sos welch Promo an ja du schien dann Lyrics und hunsch Kontakt gemacht hat war direkt aufverstanden schlimm süß Lyrics geschickt nach kein Musik und dann Bass von the Lyrics hat dann den CD-Cover do hergestalt die Foto cool war wirklich wie gesagt also war schon impactreich an expressionistisch dat fand ich das wurde immer ja und ja für das ist auch wichtig dass das visuell auch Musik und Lyrics und Gefehler von der Musik hier zurückspiegelt dass da eben ganz So genau Gesamtkonzept. Gesamtkonzept ja Ja. das ist wichtig ja dat könnt er noch zum Beispiel lo wann ich lo am Gal gerengen gött natürlich just im moment Lied me schlech net Roberruf so das wirklich sehr gut geschrieben obwohl het vielleicht ich will net so ein primitiv was vielleicht dat falsch wird das et kann monoton river kommen wann du dich net an dem Genre auskennst méi so méi Dave huet wat dat méi intensiv lauscht das an du könnt natürlich auch die ganzen Postrock die ich weiß nicht wie viel Pedalen an so der benutzt Reverb mäßig mich weiß dass den Dave immer mal so nice Foto post von seinem Equipment und da sind ich immer so, soll dat gefeatured gehen oder nicht das ist immer cool eben die Klang wenn du zu hun auch von nicht minimalistisch kann rüberkommen und das fand ich mischt vielleicht Wasserrauschen umso mehr interessant irgendwie schwarze ganz bizarre aber ich schon mich verstanden ja mir noch mehr der Mann verstanden ja wat kann ich also froh wat mich natürlich interessiert ich meine doch an ihrem Pressereview stoen immer groß Fans gewesen der Punk Hardcore 10 Deutschland Belg Frankreich
ginnet dann do so nach immer so local Heroes erst natürlich vielleicht Fjord oder Ligo wo der follow oder der Sache wo du siehst okay die dummer abs geiles ich kann total no vollzehen vielleicht will ich auch bestor inspirieren los nach Fleisch das mal drüber wollen nach Menge Musik mehr sind do persönlich zu Sachen gefallen wo ich will so mal nicht vergleichen mir wo ich mal kein feststellen dat kein der besinn wo junge sich vielleicht bis mehr inspiriert hun und das Brutus ging ich mal so das wahrscheinlich dran ja vielleicht auch nicht und dann hat wat ich persönlich dat wat ich an eng Zeit schon lange gelöscht das Marathonmann auch aus Deutschland das ich vielleicht schon méi emo orientiert me der hun auch gewissen ähnliche Sound wie dir me dat können du als vu Menge seit wat tut dir dann so von Sache wo du siehst okay dat kann ich immer im Lausch drin ja also mehr drei mehr als Verbund eben lief zum Punkrock zum Postrock zu den Sachen mit dann aber nach unterschiedliche Bands die man gerne und schon Fjord Ligo wie am Pressrelease steht oder ja wie so Brutus ja schon schon die Lachierung der Brutus verläuft dann das ist eine genial Band wo die cool Sache machen ja von Local Heroes logisch another 5 Minutes aus Straßburg nennen wofür mich persönlich fand steht cool wo auch so den Post-Hard gemacht Scream und Post-Rock Elemente verbannen und einfach die Energie hun was schon mega cool fanden muss mal abschreiben aber ich schon nur gucken ja also ich meine ich bin auch ganz großer Fan vom Marathonmann May von denen alle Sachen okay cool weil für allem den ersten Album den Holzschwert denn das halt ja die klingt doch einfach ernst das und ich meine das war auch für mir also wo ich wo man Produktion gemacht haben war das für mich auch so eine Sache okay den Album die klingt so open so primitiv wie du siehst als auch ein gut Wort manisch mir einfach wie das kann ja auch gut voilà, klingen ne? Einfach an dem Genre ja. Du haben sich die Leute zur Summe geschaltet so Comedy gemacht an das abgeholt und das war du siehst wirklich ab das extrem weil er so basic wird geht an du dich klingt das ganz bei Marathon man jedenfalls klingt das extrem dynamisch an organisch einfach richtig wie wann du wirklich du neben Donau stehst an Debatte zerschlägt op seinen Ball und die fangen Tore Nummer blöden voilà. Das fand ich ganz cool dass du da so weil das voilà, eiert an so habe ich gesagt verdingt ja, also ich schon wirklich du hast selber Holzschwert erwähnt dann ich kann mich dann damit ausschließen Holzschwert als mein absoluter Favorit ja. Von ihnen von wie du siehst vom Stil hier von der lang die Gewalt wo Zeit rüberbringen die Energie positiv wie auch negativ an das ja das gibt leider kein wirklich Wort für das zu beschreiben primitiv ja vielleicht effektiv das nutzt ich mein, das mehr, mal viele Werte wenn man nur dieser ganze Zeit immer bekommst ergehen ja Zeit ich meine, da muss man leider noch oder gibt ja viel noch sehr damit geht ja. Genauso viel von anderen Influence für mich persönlich gebe ich schon noch als Hass nennen ja okay. An der Weg einer Freiheit war das alles bisschen mehr Richtung Black Metal mit ich meine du sind die ganz klang werden das selbst wird gedeelt wird also gedeelte Feature bis sie zum Post-Hardcore ja. Dann halt dann das mein bisschen so die neue Welt für Black Metal auch die so die Gaze genau so die Mischung das aus Schuge also ja. Den Shoegaze bis hier ran zu gehen an auch Lovis Shoegaze ist das eine Angband die Roberhof lauscht drin ist schon relativ alt mir das sind die Band heißt Amusement Parks on Fire das auch das mehr richtig Richtung Post-Rock mehr also wenn du so massiv Klang werden gern hörst dann absolut also das absolut Menges als sind persönlich große Fan nach von Stadt man nach vorbei kann ich meine den Dave geht man da wahrscheinlich recht die große Slow Crush Unhänger Dave sieht schon seit dem Dave sitzt da ja nickt ja absolut seit dem echten war die EP was war das ich meine doch just
Erase oder so geheescht si man nimi sicher an du auch eben dat die Klangwelt so präsent an dat gloomy bisssen so und dat wat de Shoegaze generell ausmischt dann effektiv was du auch sest du sest de Gaze Shoegaze oder Gaze oder Metal Gaze wie auch immer huet fan schon den lechte 5 Jahre ein gut Schöp zouugelet an das immer méi wat an de Richtung geht an das engerseits fand nicht cool ich hoffe just net dat eng Iwerdosis gött an das fleischcht auch irgend en gewisse Sättigung do sondern das dat klingt einfach das ne schneiz das immer dat war den ich will so fährte muss mir dat könnt schon egal ich mein, das auch bis ein Zeitgeist geschichte einfach weil man seit 5 Jahren schiedfrener Welt in der Gangstimmung an das ist normal dass du dann probärst den nicht Soundtrack zu schreiben ich meine auch wann der denke dann übersättig gött dann schafft Platz für neue Sachen an der das sich aber ein gut Sach ja denn ja. Ich meine pessimistischer Meinung ich gut war dat bleibt für immer bestohlen an die neue Sachen oder Sachen die dat dann übersättig machen die kann den einfach desideieren zu ignorieren an der anderen stimmt, ja. an einer guter Memo behalen das stimmt so ich ging mal weiter in der Rick yes ja also für musst du wat muss influencéiert das halt viel so ja so richreie Punk so nicht mal zum Beispiel eng Band die ich mens viel lauschen aus eng Band aus Frankreich Guerilla Poubelle die okay fand ich ihren nächsten Album il faut repeindre le monde das für mich einfach von der Basche Punkalben und ich fand sie auch krass underrated und dann eben noch viel deutsche Punk wie zum Beispiel Freidenker Alarm Estrella oder ZSK oder Freidenker Alarm das kann ich schon nur und ich selber noch nicht gelauscht hat nee? Ja die sind wirklich richtig gut und auch so ja mir Alben so mal wie Wieso zum Beispiel ja okay, halt einfach ja. so die einfach die Re-Energie so rübergehen und du hast halt nicht viel so bling bling rundherum das einfach so wir sind heu das machen wir ja voilà. Und du geht nicht viel um die Breigeschwarz und mal das einfach was gesagt hast was Chris und dann eben noch viel bis mit klassischen Hardcore so Banshee Terror oder Madball die ich auch einfach immens gut fand weil das auch so ein bisschen so den ja dieselbe Prinzip so das einfach was gesagt ist schwarze Krise und das ist viel bling bling rundherum das einfach absoluten Energie und voilà. Was gingst du dir da zum Beispiel soll man nicht wünschen aber kannst du dir vorstellen dass durch Ghost Noise dass du vielleicht auch eng neu oder eng reformiert vielleicht Welt durch als Musiksreihe geht halt zu Lützeburger vielleicht auch Leute so dat du aus dat du repräsentiert da grad dat was ich grad vielen eben noch immer für du gesucht hat der Gesamtsituation wo dem Moment ja aber ich da deprimieren das wie das so positiv ist dass da vielleicht noch mehr dran dazu geht dass mehr Leute dazu vielleicht motiviert vielen so Sachen zu machen wie dir vielleicht kennst du das vorstellen ja vielleicht ja das wäre schon cool wann nach einer Band so in die Richtung geht vergoen wieso jeder soll einfach die Musik mal wohin will und ja das ist klar voilà. Wie war dann den bislo den Feedback von der Crew so von dem war der bislo gewiesen hat dann Reaktionen einfach ein bisschen von den Leuten ja also das war echt da positiv so ja und die echt froh dann immer wieso Deutsch so ja, Deutsch, das war bei mir nicht anders das ich weiß mal nicht ehrlich gesagt wie ich für dich Kilo drauf kommen wenn ich weiß nämlich wen nicht gepostet hat wen nicht geshared hat und ich so, okay und da kommt natürlich wie du siehst fängst du mal zu sagen so die letzte bei wieso haben sie Deutsch das ist wirklich der Klischeesatz wahrscheinlich schon der wärst dann noch an 20 Jahre ja mir denken man kennt noch auf Englisch man es hat wirklich dann kommt da wirklich die Emotionen so rüber wie ich als Lyric Writer will hun an denken du leid mal Deutsch besser für mit denen voilà. Du filst
Ja, das ist auch wichtig eigentlich. Hat dann für kurzem nach auch mal Leitriert die hallo ich an der Metal-Szene natürlich in der Wesen der rechte Metal-Szene und du hast dann auch immer das Satz gefallen ja wieso geht zu Lützeburg dann auch nicht nach mehr Bands aber du Hardcore Post was wir solche Metal-Bands sind die Lützeburg sagen hast du eine Antwort darauf meinst du oder wieso meinst du will kein Lützeburg sagen also weil du denkst an allgemein Spruch aus die oder als allgemein Spruch wo man nicht wirklich schwörhole für sich artistisch zu exprimieren oder so ja also ich kann für mich persönlich schwatzen da das genau dat Lützeburg ist für mich ein Spruch wo ich nicht wirklich kann a Gedichtsform schreiben ich persönlich fand Lützeburg kein musikalisch Spruch ja gehen andere Leute die so ein von mehr für mich persönlich ist das nicht ein musikalisch Spruch wo ich mich persönlich Kind mal ausdrücken. Das ist aber genau die Antwort wo ich auch ganz oft gut war praktisch genau dasselbe als Antwort kommen du ganz oft eben Deutsch Französisch und Englisch als natürlich als voilà, den Spruch überhaupt für zusammen gefühlmäßig muss ich das verrasch gehen oder ich generell und dann fand ich das Deutsch passt einfach ich gehe mal auch nicht feststellen wann der Toll war Wasserrauschen ob Englisch oder so geschrieben gewesen ob das denselben Effekt hat ich meine noch das einfach ich mein, ja aber Englisch mir generell an der 10 lo das ist eine Musik die aus der Spruch hier könnt ich meine weil so also Volksmusik ob Lützeburgisch oder so die Lützeburger Chanson die zerstonnerisch oder so das funktioniert schon ja du hast ja doch relativ musikalisch ich meine einfach bei mir harter Musik du hast halt die Pionieren aus den USA aus England an eben noch aus Deutschland mit 4 Marathonmann und so an natürlich sind du von der inspiriert an ich meine wann den dann an das halt du den halt schon im Bau stehen ob den ich kann bauen an du musst nicht die komplett Musik neu erfahren erstens da und zweitens hey, wann es halt inspiriert von Apple Bass mänglisch auch dass du einfach wann du probierst darüber ob du dich kreativ mit dem auseinanderzusetzen dass du dann verschiedene Elemente einfach beibehältst und Spruch aus halt eng von denen gebe ich mal so ein wissen ob Dave mal du rasch geht mir für mich persönlich aus aber so und, ja also das ist jedenfalls wichtig ja ich denke dass aber auch so wenn guck der Lützeburg zum Beispiel an der Musikszene wenn ich zum Beispiel Grab-Szene der Lützeburg guckt das ja viel auf Lützeburg de Lab an überhaupt alle Artisten am Label an auch Freshdogs zum Beispiel das ja der meisten wirklich ob Lützeburg und schenken du Pause da war jeden also das schon ich denke schon dass Lützeburg ein Spruch hast mit der bist du spiele kann und kann schon löscht es sind ja für heavy Musik stellen ich mal doch irgendwie komisch ja, keine Ahnung ich kenne mal dir so das Dämonia gucken und ob sind all die Texte auf Lützeburg also das wäre einfach komisch ging nicht passen das fällt doch ein gewöhnliches Sache nicht generell du weißen wie nicht mehr hatte noch man Metal Archives oder so gucke gehst war alles schon zu Lützeburg gouf mengen da hat man auch ganz viel Künstler wo sich Lützeburg immer ausgedürt wird da ich was du müsste muss schmunzeln geil weil das aber komisch und hey hat geil das war nicht dann natürlich musikalisch wie du siehst auch Schlagermusik an so an der Rap Lützeburgische Rap also aber Hip-Hop was wirklich viel geschieht so an den letzten 10 Jahre auf jeden Fall an du hat funktioniert da doch teilweise an mir heavy ich kann man auch nicht wirklich vorstellen das immer gewissen eng Barrier die zoumecht soll der tolle wirklich du so bringt dat da darüber wat zu so schwesen ich kann man net firstellen mir gut schmengen me sich schon ball so durchschmengen wann van Delo nach lo 2-3 Sache wild debausen und Leute rausgehe kann der dat gerne machen an net der man ja also check the Social Medias Bandcamp auf YouTube Facebook, Instagram, Spotify, all Streaming-Plattformen neben. Wie gesagt, wir schreiben neue Sachen. Weiß ich nie, vielleicht könnt demnächst selbst vielleicht nicht. Hallo? Nee, doch, voilà. Du könnt. Nee, alles gut. Check dein Social Media. Weil kostet können wir im Moment sowieso nicht spielen von daher.
Nee, also ich gehe auf jeden Fall dann der Ball so los Richtung ändern so für die Leute Börse wo sich bisschen Apps ähnlich das für den Urlaubstrend wie Metal weil aber der größte von also Leute die nur Metal hat Sinn mehr geht auch ganz köstlichen Post-Hardcore Punk inspirierten ja rockische Noise Screamo bisschen vielleicht doch wie gesagt Ghost Noise göttet seit 2020 ist immer mit Wasserrauschen in der W an so einfach dass das dir nach es kennt das schon gefangen egal wen die das kennt nee, du werd nach Snaps geschehen ich will mich mal was bedanke bei ihr drei dass da ich Zeit geholt für Heimat zu machen an mehr werden fort weitergehen mir werden nicht fleißig stehlen an ja ich wünsche nicht für mal alles Gutes nach am Jahr dass da viele voll schwer tun viel Wert schreiben an vielleicht gesehen den sich ein wie wis mal deinem Album da war nicht lief also geht dann invitiert so. Okay du mal das hat zu Herz Tipptopp. Ja auch viel muss merken mit der Invitation du hast gefret mal so ein echten Interview zu machen und bisschen drüber zu quatschen relax guten Ausstieg für an the Fame gut Meier jungen ich wünsche noch etwas de Gilles seht merci Comedy seht merci Ghost Noise an mehr Herren als schon ein Gehirn an wie es geschwommen dann die Herren ja bis dann ciao bis dann